Da sind wir wieder. Nochmal ein Video genau in dem Wald, nur das mal auf einem richtigen Stativ. Hallo! Ui, also um was geht es genau? Ja, ich werde nur kurz eine kleine Ankündigung machen zu einem neuen Projekt, das ich jetzt so mir vorgenommen habe. Und zwar werde ich ein Doku drehen über mein Leben die ganzen nächsten Jahre. Genau. Ja, um genauer zu sein, werde ich eigentlich ein Doku über mich und meine Lehre machen. Ich mache ja die Lehre als Mediamatiker und die geht 4 Jahre. Und ganz am Anfang der Lehre habe ich herausgefunden, oh, du machst ein Abschlussprojekt. Also habe ich gedacht, hey, ein Video wäre mies geil. Und zwar über die ganze Lehre. Das heisst, ich fange jetzt an, nach dem ersten Viertel Lehrjahr, nehme alles auf und schneide es am Ende zusammen. Und da habe ich eine richtig geile Abschlussarbeit. Ja, aber dann habe ich herausgefunden, dass es das nicht die Bedingungen erfüllen würde. Oder nicht wirklich alle. Es muss nämlich ein Corporate-Video sein. Das heisst, der Betrieb von mir muss davon irgendwie profitieren können. Was es theoretisch könnte. Theoretisch, weil ich habe mehrere Betriebe. Ja, was heisst denn genau mehrere Betriebe? Das ist irgendwie ein bisschen weird. Ja, ich bin angestellt bei einem Lehrbetriebsverbund. Das heisst, ich habe einen Ausbildungsbetrieb, der kümmert sich um mich, um meine Noten, um meinen Lohn, alles Mögliche. Er bildet mich aus, aber tatsächlich praktische Erfahrung mache ich woanders. Der sogenannte Praxisbetrieb. Das heisst, mehrere Betriebe sind dort eigentlich daran angeschlossen und ich werde einfach alle 15 Monate wohin geschickt und darf dort arbeiten. Die ersten paar Monate waren es bei einem Coworking Space. Da ist allerdings ein Kurs gegangen und wegen dem musste ich von dort weg. Und jetzt bin ich bei der Stadt Luzern, also bei der Stadtverwaltung. In dem Haus, das aussieht wie Hogwarts, basically. Ja, das heisst, wenn es für die Stadt Luzern ist, dann kann das Corporate Video jede Möglichkeit sein. Aber andererseits, die Doku würde immer noch gehen, weil ich dadurch sozusagen mein Berufsbild, also der Mediamatiker, kann, also eigentlich bewerben sozusagen, und meinen Ausbildungsbetrieb, der ja halt selber sozusagen mich ausbildet und vor allem Mediamatiker verkaufen tut, für die wäre das tatsächlich brauchbar. Höchstwahrscheinlich mache ich das aber nicht, weil ich weiß nicht, müsste ich abklären. Also, warum mache ich es denn trotzdem? Naja, ich habe doch gemerkt, nach einem Jahr irgendwie habe ich trotzdem noch Bock drauf, aber da bin ich schon im 2. Lehrjahr gesehen und das macht irgendwie nicht so viel Sinn, nur 3 von 4 Lehrjahren aufzunehmen. Also habe ich die Idee verworfen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich jetzt mein 2. Lehrjahr beendet habe und ich sozusagen genau in der Mitte bin. Ich bin also jetzt, oder besser gesagt, ich komme jetzt ins 3. von 4 Lehrjahren. 4. 2 sind fertig. Ich bin genau hier innen, in der Mitte. Hier unten bin ich drinnen. Das heisst, weil ich genau in der Mitte bin, ist es eigentlich wie wenn du dir einen Film anschaust. Du wirst ja auch zumindest in die Handlung gerührt, sozusagen. Eigentlich in die Mitte des Geschehens. Du lernst nicht die ganze Geburt von deinem Charakter oder so etwas noch können. Es ist nicht so, als wäre der Film von da, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Hauptcharakter aus dem Sack kommt von seinem Vater. So, you know. Heisst, es gibt die Mitte, dann gibt es die Vorgeschichte und das, was halt kommt, was dann eigentlich in dem Film thematisiert wird. Meistens macht man noch so kleine Flashbacks oder sonstige Sachen, damit man etwas über den Charakter noch im Hintergrund erfährt. Und genau das würde ich eigentlich mit meiner Doku machen. Heisst, hey, 3. und 4. Lehrjahr inklusive Abschluss wird dokumentarisch festgehalten. Ab und zu gibt es ein paar Snippets von den Jahren vorher. Aber ich habe die nicht aktiv aufgenommen. Ich kann nur Kleinigkeiten zeigen. Wegen dem Flashback sozusagen nur. Genau, und wie sieht das denn eigentlich ungefähr genau aus im Stil her? Ich will wirklich einen dokumentarischen Style haben. Das heisst, ich nehme meine Kamera möglichst oft jeden Tag mit. Und ich meine wirklich die Kamera. Also meine Sony A7 III stand jetzt noch. Ich habe leider kein besseres Objektiv, was gute Qualität hat und klein ist. Wegen dem mit einem 24-70 f2.8 Sigma Objektiv. Das ist nicht leicht, das ist eigentlich Schwergewicht, das ist keine Kompaktkamera. Aber scheiß drauf, ich bin mir das sowieso gewöhnt. Also nehme ich das einfach jeden Tag mit. Wenn es etwas Spezielles gibt, dann nehme ich das auf. Gerade in dem Moment. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Projektarbeit habe, egal was, stelle ich die Kamera auf, ich nehme das auf, von verschiedenen Winkeln, wie ich an dem arbeite. Gleichzeitig werde ich aber auch noch in die Kamera wirklich reinreden. Das heisst, wirklich sagen, an was arbeite ich, wie mache ich es, was sind die Herausforderungen. Eine kleine Reflexion einfach.
Und damit das dann aber auch wirklich spannend ist, braucht es ja noch Cinematic Shots, also wirklich B-Rolls. Und die B-Rolls vor allem, die werden ein bisschen unangenehm. Weil für all die anderen Sachen bin ich ja eigentlich in einem kontrollierten Umfeld. Ich bin im Büro, ich bin daheim, ich bin da unten zum Beispiel, was auch immer. Ich bin alleine. Oder ich bin von Leuten umgeben, für die das normal ist, dass ich eine Kamera irgendwo aufstelle und rede. Aber die B-Rolls nicht. Zum Beispiel, die Berufsschule startet nächste Woche. Ich will in die Kamera reinreden, wie es mir geht. Dass jetzt sozusagen die verfickte Berufsschule weitergeht. Vielleicht muss ich zensieren. Nein, muss ich nicht. Das kommt glaube ich noch nicht in die Doku hinein. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich will aufnehmen, solche Sachen, meine Gefühle, meine Gedanken. Dann würde ich aber zum Beispiel auch Cinematic Shots einbauen, weil sonst wäre es langweilig, wenn die Doku nur besteht aus ich schaue so rein und rede. Wäre ja scheiße. Wegen dem braucht es B-Rolls. Das heisst, ich will zum Beispiel, und das muss ich halt machen, weil ich das will, meinen Schulweg aufnehmen. In einem Cinematic-Style. Das heisst, ich nehme meine Kamera, stelle sie wo auf, am Emmenbrock Bahnhof und laufe. Dann nehme ich sie nochmal, andere Position, versuche genau den gleichen Weg zu laufen, damit es möglichst smoothen Übergang gibt. Und währenddessen, das vielleicht für euch geil aussieht und für mich, sieht das aber von außen hure behindert aus. So. Also wirklich, man hat das Gefühl, ich habe wirklich einen Dachschaden und ich bin wie selbstverliebt und muss mich irgendwie aufnehmen. Damit die hure Geräusche in der verdammten Welt. Und das ist halt natürlich unangenehm, eine Kamera irgendwo aufzustellen und dann einfach in aller Öffentlichkeit Zeug machen. Andererseits gibt es so viele junge Leute, die TikTok-Tanz machen. Oder zum Beispiel der Siroyen, der in aller Öffentlichkeit auch Siroyen-Sachen macht. Es sollte mir eigentlich nicht so unangenehm sein. Aber irgendwie, das ist trotzdem die Herausforderung vor allem. Naja, und eine andere Herausforderung, Speicher. Speicher und Datenverwaltung. Oh mein Gott. Wir sind in einem absolut herrlichen Zeitalter von KI gelandet, wo grosse Konzerne Milliarden dort investieren und Stand jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren das machen und keinen sinnvollen Output bekommen. Cool, schon wieder ein Chatbot. Ich freue mich. Geil. Nein, wirklich, KI ist scheiße. Also ich finde das scheiße. Ich finde KI geil eigentlich. Also Chatbot finde ich gut, aber all die anderen Implementierungen wie Bildergenerierung und so finde ich so beschissen. Und genau aus diesen verschissenen Gründen, kreativ zu werden mit KI, kann ich mir keinen Speicher mehr leisten. Wirklich. Hey, Horror. Also, ich glaube, ein paar Leute sind tatsächlich in dieser Materie drin. Einmal Leute, die wirklich aktiv gamen tun, obwohl man das fast nicht mehr aktiv machen kann. Die Wirtschaft ist für mich beschissen. Aber ja, Speicherpreise sind überdimensional. Die sind teilweise 300 bis 400% im Preis angestiegen und bis jetzt noch nicht gedroppt. Und wahrscheinlich werden sie das auch die nächsten paar Jahre nicht. Horror. Horror. Also ein Terabyte SSD hat mich noch 100 Stutz gekostet. Nicht einmal. Ich habe sie glaube für 80 Stutz bekommen, meine Samsung T7. Jetzt kostet genau die gleiche SSD 165. Das ist fatal. Ja, also wie mache ich das? Ganz simpel. Ich tue ein bisschen auf veraltete Medien zurückgreifen. Es ist nicht einmal so veraltet, aber schon ein bisschen. Und zwar, anstatt dass ich mit SSDs arbeite, arbeite ich mit HDDs. HDDs sind Festplatten, die tatsächlich noch ein physisches Medium haben. Die haben tatsächlich einen Disk drin, die beschrieben wird. Sie sind langsam, sie sind schwer, sie sind meistens noch ein bisschen anfällig für Schaden. Aber dafür sind sie noch günstig. Und langzeitspeichermäßig okay. HDDs sind also ein bisschen veralteter, sie sind nicht so ganz praktisch zum Videos schneiden, aber sie sind immer noch günstig. Also für 150 Stutz habe ich 4 Terabyte mehr holen mit USB-C auf C und einem USB 3.2 Anschluss. Aber eben die Schreib- und Leserate ist nicht schnell. Wie mache ich das? Ja, also folgendermaßen werde ich das machen. Ich werde sämtliche Videodateien auf dieser HDD abspeichern. Die werden also wirklich drauf sein. Aus diesen Videodateien mache ich dann Proxy-Dateien und die Proxy-Dateien werden dann auf der SSD sein. Proxy-Dateien, für die das nicht wissen, was das ist eine sehr, sehr stark komprimierte Videodatei. Und tatsächlich ist das sogar Standard, dass man tatsächlich bei grösseren Filmproduktionen mit Proxy-Dateien schneidet. Das heisst, zuerst wird der Schnitt gemacht mit diesen Proxy-Dateien.
Die sind leichter und das Schnittprogramm kann tatsächlich auch viel schneller laufen durch das. Und am Ende, wenn alles eigentlich fertig ist, tust du das dann eigentlich ersetzen mit der eigentlichen Footage. Verstehe ich das so. Und exportierst das dann in der vernünftigen Qualität. Natürlich kommt dann noch die andere Herausforderung, und zwar, wie ich meine Daten ablege, also Dateien. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich eine Ordnerstruktur habe von jedem einzelnen Monat für das und das nächste Jahr. Das heisst, ich werde eigentlich immer im Monat entsprechend meine Dateien ablegen. Dann habe ich sie schon mal so sortiert, damit ich wirklich check, in welchem Monat überhaupt das ist. Zudem werde ich gleichzeitig aber auch noch, wenn es mehrere coole Aufnahmen gibt, gerade Unterordner erstellen nochmal mit Projekt. Das heisst, in diesem Monat XY habe ich Projekt XY1, Projekt XY2 und dort drin ist all meine Fotos, die ich habe, behind the scenes von Projektarbeiten. Dann gibt es nochmal eine Herausforderung, und zwar technische Herausforderung. Also wirklich natürlich, wie ich das mache. Ich muss sagen, eigentlich bin ich mittlerweile ganz schön okay, was technische Sachen angeht. Ich weiß, wie ich meine Kamera bediene, ich weiß, wie Logprofil funktioniert, obwohl ich Color Correction und Color Grading definitiv noch lernen muss, also vernünftig lernen muss. Aber dort sollte sicher nicht unbedingt scheitern. Wo es allerdings vielleicht ein bisschen mühsam wird, ist beim Thema Behind the Scenes. Denn ich besitze nur eine richtige Kamera, und zwar die Sony A7 III hier. Das heisst, ich werde wahrscheinlich mit der arbeiten und dann muss ich mit etwas anderem Behind the Scenes aufnehmen. Das wird ein bisschen mühsam. Ich habe insgesamt zwei andere Kameras, die Log-Profile haben, und zwar einmal das iPhone 15 Pro und dann noch die Insta360T5. Ich habe tatsächlich mit der schon aufgenommen und ich bin noch gespannt, wie das wird. Nur habe ich zwei Probleme mit beiden Sachen. Das iPhone kann Log und dass das tatsächlich auch gut ausgesehen hat, das stimmt tatsächlich. Trotzdem wird es auf einem Big Screen vielleicht ein bisschen anders aussehen, wenn Footage gemischt wird mit zum Beispiel einem Vollformat und dem dann. Das zweite Problem, das ist die Insta360. Es ist eine 360-Grad-Kamera und tatsächlich hure geil für Behind the Scenes, denn ich kann sie mitten in den Raum stellen und sie nimmt alles rundherum auf. Cooler Vorteil, aber da gibt es noch den Nachteil, und zwar, sie nimmt alles rundherum auf. Das sind 8K Log. No, eigentlich nicht. Komischerweise geht Log nicht in 8K, sondern nur 5,7K, warum auch immer. Aber egal. Also ja, ich habe tatsächlich riesengroße Dateien, wo ich stand jetzt noch nicht einmal weiss, ob ich die überhaupt in Proxys umwandeln kann. Das wird dann auch noch blöd. Das heisst, wenn ich Behind-the-Scenes-Aufnahmen mache mit der Insta360, werde ich höchstwahrscheinlich die direkt sichern und direkt schneiden und in ein normales Video rausgeben. Vielleicht muss ich also schon die direkt schneiden, damit ich einfach Speicherplatz mehr sparen kann, weil sonst wird das vielleicht auf lange Zeit gar nicht aufgehen mit diesen 4 Terabyte. Wo ich übrigens generell unsicher bin, ob 4 Terabyte ausreichen werden. Aber wir werden es dann sehen. Die letzte Frage ist, warum mache ich das denn eigentlich noch, wenn es jetzt nicht für die Abschlussarbeit ist? Ich mache es einfach für mich. Ich meine, warum nicht? Es ist lehrreich, es ist cool, ich suche verzweifelt nach einem Grund, meine Kamera zu verwenden in einem gescheiten Weg. Wo hat der Brainlag? In einem gescheiten Weg. Also warum das nicht machen? Und wenn das Resultat ziemlich cool am Ende rauskommt, das wäre so geil. Wirklich. Also einen Film zu machen über ganze 2 Jahre von seinem eigenen Leben und es kommt nicht scheiße raus, das wäre Peak. Vielleicht nehme ich aber 2 Jahre von meinem Leben auf und es wird scheiße. Ja, ich weiß es nicht. Das kann vielleicht noch blöd sein. Naja, ich habe gedacht, ich teile mal die Idee hier. Es hat eigentlich schon angefangen. Also ich bin jetzt mit in der Produktion von der Doku drin. Das hier wird vielleicht für die Doku gebraucht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es jetzt nur für YouTube Exclusive. Aber ja. Oh, da kommt mir noch eine Sache in den Sinn. Neben der Aufnahme möchte ich eigentlich noch andere Sachen machen. Und zwar Musik. Ich werde wirklich versuchen, eigene Musik zu produzieren. Ambient Music, aber auch wirklich vielleicht gesangmäßig. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber mal schauen. Also ich werde wirklich eigene Musik produzieren, auch für die Doku. Das wird dann auch noch eine Herausforderung. Ja. Und da ist die Sonne schon weg. Der Himmel ist ein bisschen grau geworden dort hinten. Also ich glaube, ich verpisse mich jetzt mal ganz schön schnell, bevor das dann noch eskaliert. Hört man mich? Tatsächlich ist die Verbindung noch da. Ich
weiss nicht mehr, ob man mich sieht. Ich bin irgendwie komplett im Nichts. Ah, dort ist die Kamera. Neue Kamera. Ja, übrigens, lasst doch ein Like und ein Kommi da. Wäre schön. Ah ja, Abo auch nicht vergessen. Das ist ja gratis. Schönen Tag noch. Wow. Digga, ich habe gerade vorher geduscht, Digga. Ich verwende wirklich nicht mehr Axe am besten. Irgendwie Axe funktioniert nicht. Horror. Scheiß Deo, Digga, wirklich. By the way, hure traurig. Das letzte Mal, als ich da war, ist der Wald nicht halb tot gewesen. Das ist, man sieht es jetzt nicht unbedingt so gross. Aber geisteskrank, wie tot hier gewisse Bäume sind. Da liegt überall irgendwelches Zeug am Boden rum, was nicht rumliegen sollte. Schade.